Altmann-Villa war also einprägsam, weil sie in einem riesigen Garten stand und ein Pförtnerhäuschen und ein Gärtnerhäuschen gehabt hat. Das hat in den Jahren, muss gewesen sein, etwa um 55, 60 oder gegen das Jahr 60, eine Dame gekauft, eine gewisse Frau Schiffer, die sich mit Wohnbau, mit frei finanziertem Wohnbau beschäftigt hat. Und das Erste, was war, dass sie in dieses Grundstück Kopfgasse bzw. Kirchmeiergasse da je einen Wohntrakt hineingestellt hat. Und dann hat sie zum Beispiel in Unter St. Veit ein riesiges Grundstück gekauft, hat dort Wohnungen angeboten, hat die ersten Anbietung war, in Mitte ist ein großer Garten mit Tennisplatz und Bad, und wie sie die Wohnungen an den Häusern an der Außenseite, La Rochegassen, Münchreiterstraßen, St. Veitgasse verkauft hat, hat er jetzt einen Planwechsel gemacht und hat in die Mitte auch noch Häuser hineingestellt. Also die Leute waren dann sehr typiert, aber sie waren froh, dass sie überhaupt Wohnungen kriegen. Ich war auch sehr streng, wenn jemand also nicht die weiteren Ausbauten nicht sofort bezahlt hat, hat es den Leuten ganz einfach nicht den Schlüssel weggenommen oder ein neues Schloss, sondern sie hat ganz einfach die Wohnungstür zumauern lassen. Nicht? Ich war da sehr radikal, und in dem Haus, wo dieses unglückliche Vorfall mit dem Vater, der seine Familie erschlagen hat, das ist das letzte von ihren Bauwerken, die sie gebaut hat, also unter ihrer Ägide. Und damit die Anrainer ihr keinen Einwand machen bei der Bauverhandlung, hat sie ein 1,5 Meter breites Fahnengrundstück sich vermessen lassen, so war sie ihr eigener Anrainer. Die Frau war gewaschen. Sie hat wirklich jeden Kubikmillimeter ausgenutzt, und ihr Ankaufen von großen Grundstücken mit Baumbestand und ihre Baumfällungen sind mitbestimmend gewesen für die Einführung des Baumschutzgesetzes in Wien.